gern schon anders gewesen, mit der Welle zu gehen. Nein, das bin ich nicht. Ich verpasse nichts und ich schäme mich nicht, auch wenn ich etwas anders bin. Kurz nicht aufgepasst, und schon hast du einen neuen Trend. So irgend nach einem Typ benannt, der die kühlste Idee hat gehabt. Säcklein auch in die Läden, kaufen nie, und nur so bist du dabei. Und so findet jeder Blödsinn sein Mann. Gibst so viel Kohle aus und bist nur so kurz dabei. Aber das Spiel da, das Spiel nicht, das kann's nicht sein. Ich bin fucking krank und so. Und dann spielst du zuerst mal als Band. Also das Album haben wir ja nie als Band gespielt. Jeder im Studio für sich gespielt. So. Und dann merkst du das Mikrofon und dann merkst du, die ganze Bühne von den letzten paar Tagen hat es gar nicht gebraucht. Ich habe die Texte raus. Man tut die Hause vorbereiten. Das ist auch eine schöne Zeit. Habe ich irrsinnig gerne. Man die Hause kann sich die Zeit selber einteilen, zum Üben, das Stück anschauen, in aller Ruhe, mit einem Gläschen Wein. Und nachher hat man den Druck auf der Leitung und kommt in den Übungsraum. Ist Spannung, wie tönt es echt. Man weiss, dass jedes Zeug kann. Und dann ist das wie so eine Explosion. Also, das ist eine Verstärkung. Oh. Also eben, das ist eine Verstärkung, die ich bekommen zum Brauch. Was machen die? Okay, ist gut. Okay, also gut. Okay. Das ist schon kaputt. Nein, es ist so, ich habe Okay. Wir lassen es so sein. Okay. Aber das ist Equipment, das ich jetzt extra für diese Session hier die brauchen. Das ist von Hügels und Kettler. Ich habe das bekommen, um brauchen. Das ist Duoton und sehr, sehr gute Ware. Ich habe auch noch eine Ovation bekommen. Auf die bin ich besonders stolz. Und ja, das ganze Set aus dem. Du musst irgendwie das alte Material halt wieder vornehmen. Also müssen. Das ist halt irgendwie, hast du so 1,5 Jahre nicht mehr gespielt. Und dann, ja, wie ist das gegangen? Hast du das alles irgendwie durchgekachert? Ich habe noch ein bisschen Sachen auf dem Computer mit Loops so vorbereitet. Und dann bei mir geht aber so ein bisschen das Werkzeug zusammenbauen. Das ist noch ein bisschen vor. Ja, alles herzuzügeln. Jetzt sind wir da. Also die Geschichte hat eigentlich angefangen mit einem Telefon mal, an einem Samstagmorgen früh irgendwie. Hat mich der Herr Giger, TJ, aus dem Bett rausgeholt und gesagt, er habe meine Nummern bekommen von einem Lehrer, den wir in L.A. kennengelernt haben. Und der hat mich eigentlich ihm empfohlen und dann für das eigentlich auch. Gut drauf. Alle haben gelernt. Wir können einfach spielen. Wir machen jetzt noch eine Probe und dann hören wir, oder? Dann können wir es, oder? Nein, es gefällt mir gut. Vor allem, dass ich einmal Perkussion spielen kann. So. Nicht nur als Schlagzeuger. Also nur. So, Ja, also ich habe einfach die Bänder angerissen. Am rechten Paukenfuß, leider. Aber es geht. Ich habe mich noch nicht übergeben, es ist alles wunderbar.
genug Zeit gehabt, um eigentlich alles, oder das jedes für sich daheim anzuschauen. Ich bin sicher schon einen Monat, 1,5. Und es fängt, also es fängt wieder wirklich in einem Übungsraum zu sein und mit Leuten zusammen zu spielen. Es ist einfach ein guter Groove und ja, in letzter Zeit haben wir halt einfach nur so die Studiosachen gemacht, und es ist natürlich schon etwas ganz anderes. Und jetzt hier, es fängt, das ist wirklich irrsinnig. Jetzt bin ich extrem nervös wie am Morgen. Aber seitdem denke ich mir, es könnte noch gut werden. Bis zu den Konzerten üben wir einfach. That's it. Und nach dem Konzert weisst du, was läuft. Der Goal, der noch lebt, geht zurück auf den Boden. Als wäre es gestern gewesen. Erinnerungen kommen daheim. Es geht alles so schnell vorbei. Es macht ihm das Leben manchmal schwer. Die guten und die schlechten Zeiten. Countdown zum grossen Konzert im Hallenstadion Gölle und Band. Zweiter Teil. Gölle, jetzt ist eine Woche vergangen, seit wir da waren. Was ist alles so passiert in dieser Woche? Ja, viel. Ja, erzähl. Ja, was haben wir gemacht? Jammet und geübt wie am Morgen. Die Stimme ist am Arsch. Die Stimmung ist am Arsch, Ja. aber die Stimmung ist voll Die Stimmung da. ist gut. Die Stimmung ist gut. Die ist sehr gut. Also bist sehr zuversichtlich, was da noch kommt. Schon, das kommt schon gut. Und jetzt heute ein neues Element dabei, Backing Vocals. Was kannst du dazu sagen? Ja, das kennen wir ja nicht. Kennen wir ja. Ja, einfach unsere Weiber, die wir jetzt haben, oder? Die altbewährten, guten, schönen Frauen. Und ich gebe jetzt gerade alles da unter. Nehmen wir das nehmen wir drauf, oder? Du musst ihnen doch noch sagen, wenn sie kommen, oder? Oder wie funktioniert das? Wir wollen küssen, es niemand dürfen wissen, yeah, yeah. Hey, Gewiss ist verboten, oh, yeah, yeah. Ja, Dani! Unglaublich! Ja. Dani! Oh, es kalt. Hallo zusammen. Leslie. Dani, Geht's gut? Ja, Alles bist du klar. ein bisschen müde? Ein bisschen müde, ihr habt eine lange Zugsreise hinter euch. Ja, es war jetzt fein ein Stück. So. Woher sind die genau gekommen? Munich. Also ich würde wahnsinnig gerne jetzt sagen Barbados, aber es ist leider nur München. Und was haben ihr denn dort so alles getrieben? Viel geprobt. Ja. Ganz viel geprobt, Choreo. Wir haben ja wahnsinnig Muskelkater überall. Sie soll sogar noch ein bisschen Fitness machen, dass man das durchsteht. Die Zeit auf der Bühne ist anstrengend, so mit der ganzen... Aber jetzt voll vorbereitet. Habt ihr, glaube ich, sogar noch im Zug geübt? Du hast mir Ja, ein ja. SMS gemacht. Ja. Die Leute haben sich einfach umgedreht. Es hat oder? einfach nur ein einziges Abteil heute Morgen gegeben, das frei war. Und zwar ist das Mutter-Kind-Abteil, so mit kleinen Spielsachen drin im IC. So Teppich mit Autos am Boden. Sie noch ein bisschen spielen. So ein riesengroßes Memory-Spiel, so mit so ganz grossen Memory-Karten, die man so hat umdrehen konnte. Und dort haben wir uns dann einfach platziert, genau, haben uns ausgebreitet, haben so einen Walkman mit so einer Box, so einer riesen Box dran, auf Play gestellt und haben dann dort einfach Choreo gemacht in diesem Abteil und gesungen wie wild. Und die Leute haben sich einfach umgedreht, oder? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Apropos aber- umdreht, haben die Reiher noch ein kleines Film mitgebracht, was ihr in München so, wo ihr am Proben waren, was ihr dort alles so angestellt habt. Wollen wir mal kurz reinschauen? Das ist eine gute Idee. Okay. Ein Schwan so weiss wie Schnee. Vergessen, was ist geschehen. Yeah. Und schau auf, tragen sie so weit, wo es keine Grenzen mehr gibt. Ein Schwan so weiss wie Schnee. Vergessen, was ist geschehen. Yeah. Und schau auf, sonst niemand darf wissen. Yeah, yeah. Ein Gewiss ist verboten. Oh, yeah, yeah. Ein Schwan so weiss wie Schnee. Vergessen, was ist geschehen. Yeah. Und schau auf, tragen sie so weit, wo es keine Grenzen mehr gibt. Ein
Also, wir haben jetzt gerade gemerkt, dass wir noch rein müssen ins Fitnesszentrum. Aerobic ist ein Scheissdreck dagegen. Man hat es gesehen, ist einiges abgegangen bei diesen Proben. Haben sie ziemlich lustig gehabt zusammen. Ja, das kann man sagen. Sister Act. Jo. Ja, und jetzt eben, wir sind vorher, du hast gerade noch einen ganz anderen Job gehabt. Du hast bei Rai Uno hast du in einer Show mitgemacht mit dem Albano. Das ist eine grosse Umstellung. Und jetzt hier in den Übungskeller runter. Ja, es ist schon etwas anderes, aber ich freue mich drauf. Okay. Mal schauen, was die Gielen so drauf haben. Also wir sind schon hören, es haben einiges drauf. Es fängt schon ziemlich gut. Okay, Ich werde es hören nachher. Alright. Und Leslie, du kommst von der Christmas Session. Auch Ja, für dich kann man wieder sagen. etwas Neues. Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich habe mich total gefreut. Schon. Also, das mit dieser Christmas Session war natürlich auch eine Sache. Wir haben mich recht müssen das Ganze eingeben, gar nicht so auf die Göhlen-Sache konzentrieren. Aber dafür haben wir jetzt umso mehr in München mit Proben. Intens, ja. Ich freue mich total auf jeden Fall. Auch mit meinen Schwesterchen zusammen. Ja, das ist fein. Haben wir ja ausgegeben. Ui, es tönt! Es tönt! Wer übt, fällt seinen Mitmusikern in den Rücken. Tom Beck vor einer Woche eingerückt mit angeschlagenen Bändern, ausgerechnet am Paukenfuß. Wie sieht es jetzt aus, eine Woche später? Wesentlich besser, würde ich sagen. Also am Anfang ist es mir auch während dem Spielen fast noch ein bisschen schlecht geworden. Aber jetzt tut es einfach weh. Also von dem her ist es eigentlich wunderbar. Ich habe schon wieder ein Dezibel mehr Power unten. Mit der Polka, aber das ist gut. Ich glaube, es kommt immer besser. Und dann so auf die ersten Gigs habe ich das Gefühl, Freiburg ist vom Timing her ist optimal. Und was hat der Doktor gesagt? Weiss der, was du da so treibst? Der weiss es. Also ich muss nachher nach dem Hallenstadion-Gigs muss ich dann noch mal röntgen und dann schaut man dann, was man machen muss. Weil eventuell ist eben noch etwas gebrochen. Das hat man gestern festgestellt. Also, ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich habe aufgrund vom letzten Bericht im Fernsehen habe ich Mails bekommen von Römer querbeet, einfach von Basler, von Zürcher, von einem Genfer noch. Und alle natürlich den Job wollen, oder? Also gnadenlos. Ich dachte, ja, jetzt ist das Beck angeschlagen, weg, oder? Aber keine Chance. Voll da. Ja, da sind wir wieder mit dem Manager von Göhlen und Bern, mit dem Tom Metzger. Und Tom, man sieht, du bist also während der anderen Probe und bist du extrem beschäftigt. Das ist alles nur nachgestellt für das Fernsehen. Eigentlich würde ich ja versinken in der Bühne, aber nein, man muss Sachen drücken. Ja, was läuft denn eigentlich jetzt so für dich, während die anderen am Proben sind? Wir sind ja in Freiburg als erstes, bevor wir in Zürich sind. Und das Konzert organisieren wir selber. Also das geht über Getränke bestellen, Stagehands aufbieten, Bühne
bestellen, das Catering organisieren, alles was halt so braucht für so einen kleinen Anlass. So einen kleinen, herzigen Anlass. Und wie sieht es aus mit dem Zeitplan von dem oder auch mit den Proben und so? Alles voll im Zeitplan? Ja, also eher schon fast noch ein bisschen früher. Also sie sind, glaube ich, Stunden weiter, als sie gedacht haben. Ein weiterer Probetag ist zu Ende gegangen. Ja. Gölle, wie fühlst du dich? Gut. Gut. Absolut gut. Und man sagt, du hast ein Problem mit Frauen. Heute sind 2 Tage, seit Leslie und Jane, wie ist es abgelaufen? Ich habe nur ein Problem, wenn ich keine Frau habe. Ein blöder Schnitt. Schnitt. Gölle, ein weiterer Probetag ist zu Ende gegangen. Kamera läuft. Was soll ich sagen? Ich mache jetzt mal Denkerpose, oder? Ich bin ja der, der ein bisschen denkt, und du gibst Antwort und überhaupt. Du erzählst ein bisschen dein Befinden und überhaupt so. Mhm. Ja. Und weißt du, was das mit der Nervosität war? Steigt sie noch? Also, Gölle. Seit ich im Psychiater war, ist das für mich kein Problem mehr auf der Bühne. Hehe, ist gut. Dr. Beck. Absolut. Ich sehe, es hat sich gelohnt, dass ich den hat sich gelohnt, dass du bei mir vorbeigeschaut hast auf meiner Couch. Ja. Auf alle Fälle. Danke. Herzlichen Dank, Gölle. Jesus. Wir sind 14 Nasen auf einem Raum, in einem Raum, und es war extrem schwierig, sich überhaupt zu konzentrieren. Es ist auch so, dass auch vom Sound her, es ist auch schwierig gewesen. So etwas hat einfach noch nie jemand gemacht, auch, denke ich mal, im Schweizer Mundartrahmen. Und das ist eine echte Herausforderung. Wenn du die richtige Musik machen willst, musst du viele Leute haben. Das ist geil, es ist nicht einfach Konzert, das ist jetzt mal richtig. So, ich glaube, das ist auch fair für das Volk. Oder? Billett kostet gleich irgendwie 50 Steine oder 55. Ich habe keinen mehr bekommen, ich weiss nicht. Und dann musst du noch etwas bieten. Oder? Und das probieren wir, ich glaube, es kommt. Da mit dem Schiff ins Bett. Hoffen wir das Ross und das Glück. Schließen wir den Indianer. Kämpfen gegen Böses. Es war so, dass wir eigentlich alles ein bisschen arrangiert hatten, schon auf der Scherbe, auf dem 3. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir es eigentlich live umsetzen wollten. Wir sind ja noch einmal auf Rapperswil, so haben schon ein bisschen Proben gehabt, jetzt sind sie hierher gekommen. Und für sie ist es schon ein bisschen so umgegangen, weißt du, mal so Boom-Check oder so richtig laut und grusig und so. Aber ich glaube, es kommt gut, es ist sehr schwer zu sagen hier unten, weil es halt einfach, ja, es sind einfach zu viele Leute in einem Übungsraum halt. Es ist einfach ein total anderes Arbeiten. Wir sind uns das gewöhnt und jetzt kommt eine andere Welt. Und ich finde es eine total gute Erfahrung. Du bist meine erste grosse Liebe gewesen. Die erste Liebe, die geht nie vorbei. Wir können sehr viel lernen, denke ich. Eben nicht alles so eingeübt wie im klassischen Bereich. So, wo man für sich im stillen Kämmerchen vor sich steht und fiddelt und bis es stimmt. So. Da macht man irgendwie alles zusammen, man probt zusammen. Es gibt natürlich schon Vorbereitungsarbeit von dem her, dass man eben die Stücke müssen arrangieren, raushören und so, aber nachher eigentlich nicht mehr für sich gross üben, sondern erst im Zusammenspiel. Wir hören uns akustisch
Temperatur, gerade am Instrument. Und jetzt ist das ist eine rechte Umstellung, aber lässig. Es ist anders. Ich habe gefunden, es ist noch speditiv gelaufen. Und ja, es war noch cool. Ich habe natürlich im Studio gespielt und von dort her schon ein paar Sachen kennt, aber nachher der Rest war, ich habe CDs bekommen mit sämtlichen Stücken, die in der Auswahl sind für das Live-Programm. Und nachher habe ich dort einfach geschaut, wo dass ich etwas machen könnte. Und wir machen ganz verschiedene Sachen. Also es geht von eher funkigen Saxophon-Teil über so ein typisches Rock-Saxophon bis her zu Sachen mit Sopransax, mit Streichern zusammen. Also relativ breite Palette, die wir da machen. Längere Zeit Sachen gemacht wie Irwisch oder Yvonne Moore, auch Live-Projekt. Und ich kenne natürlich auch so das Funktionieren von einer Rockband oder wie das dort abgeht. Und für mich ist das eigentlich nichts Neues. Was natürlich neu ist, ist diese Band, auch diese Musik. Also Gölle hat es noch nie gegeben mit Saxophon, mit Streicher live. Und das ist wie ganz schön, ich freue mich. Es ist einfach so, wir haben bei den alten Sachen haben wir auf viele Sachen verzichtet live. Also jetzt vor allem auch von den Gitarrensachen her. Auf dem Album machst du 2, 3 Gitarren übereinander. Und ich habe einfach dann auf gewisse Parts verzichtet, habe sie allein durchgezogen. Und irgendwie haben wir das mal gefunden, wir wollen, dass das Ganze einfach voller daherkommt. Also habe ich den Endo gefragt, der zweite Gitarrist. Er übernimmt sehr viele Parts, vor allem auch vom Gölle, den er früher gespielt hat. Und dann haben wir es natürlich auch ein bisschen aufwerten. Also das haben so die ganzen, gespielt, auch die ganzen Streichersachen. Einfach ein bisschen ergänzen, auch mit natürlichen Streichern, nicht nur immer von den Synthes her. Einfach, dass es voll daherkommt. Bloß, ich habe das Gefühl, auch von der Optik her ist es mal ein bisschen etwas anderes. Also es gibt natürlich Songs, die einem wieder besser gefallen. Also vor allem von den alten Songs. Also ich habe letztes Mal auf und davon gehört und es hat mir fast die Schuhe abgezogen. So schlimm hat es mich gedacht. Ja. Ich bin schon froh, dass wir das Zeug noch mal ein bisschen neu überarbeiten. Ich hatte ein wahnsinnig schönes Gölle-Erlebnis, so persönlich. Und da bin ich mal, das ist jetzt ein bisschen länger her, etwa vor 1,5, 2 Jahren, bin ich zur Nacht Auto gefahren und habe so ein bisschen Couleur Trois gehört. Und dann ist irgendwie die ganze Nacht halt immer House und Techno und Zeugs gekommen. Dann irgendwann bin ich zurück auf Zürich gekommen und habe umgeschaltet oder ein bisschen gesappt auf dem Radio. Dann ist irgend auf einer Lokalstation ist dann ein Gölle-Song gekommen. Und obwohl ich mich mit dieser Musik eigentlich nie auseinandergesetzt und nie, wenn ich CDs gekauft habe, also etwas, ist es mir einfach so wohl geworden. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, und dann habe ich plötzlich, ist mir so der Funken auf, ja, das ist wahrscheinlich das, was bei sehr vielen Leuten passiert, was er eben auch den Leuten weitergibt, so eine gewisse Herzlichkeit und eine Wärme. Und das wird sicher sehr schön, wenn wir das jetzt auch live in dieser Form spielen können. Gutes Fest zusammengekommen, zu Hause gelassen, sowieso viel zu viel geraucht und sowieso viel zu viel getrunken. Unser Schiff wäre die Nacht ohne Eisberg gesunken. Ist mir zuerst böse gewesen, weil ich deinen Namen kurz nicht mehr gewusst, aber Tage hat's mir dann schon, wo du mich dann hast geküsst. Du bist meine
erste grosse Liebe gewesen. Die erste Liebe, die geht nie vorbei. Gölle Countdown, 4. und zweitletzter Teil, und wir kommen jetzt dann schon fast zum Konzert, also wir sind kurz davor, und jetzt muss natürlich das ganze Equipment probt werden, und weil das Equipment keinen Platz hat im kleinen Übungsraum, wo wir bis jetzt immer waren, haben sie an einen grösseren Ort ausweichen. Den grösseren Ort haben sie gefunden im Prattelen, genauer gesagt im Z7, und bei mir ist jetzt der Boss vom Z7, der Norbert. Hallo. Hallo Dani. Norbert, wie kommt es dazu, dass Gölle und die Band bei dir proben? Da wurde vor Monaten mal drüber geredet, wurde dann auch kurzfristig wurde das abgemacht, die Daten. Schwierigkeit war jetzt so eher, die Daten so geheim zu halten. Ich glaube bei beiden Parteien. Wie ihr seht, wir haben die hunderte Fans hier. Einfach eine geile Idee. Ja, und gibt es das öfter, dass Bands zu dir proben im Z7? Das haben wir öfters, dass internationale Bands vor Tourneebeginn 2-3 Tage hier ihre Vorproduktion machen. Und wie ist dein persönliches Verhältnis zu Gölle und Band? Es ist ein Herz und eine Familie. Es ist entstanden durch die 4 Konzerte, wo wir hatten, wo alle ausverkauft waren. Ne? Z7 Crew, Gölle Crew ist eine Familie. Mit leerem Magen rockt es sich natürlich nicht gut, und wer fürs Liebliche Wohl verantwortlich ist hier im Z7, das ist der Attila. Attila. Guten Abend. Wie lange machst du das schon? Ja, ich mache das schon ziemlich 7 Jahre. So. 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Z7, das passt ja schon. Und auf was muss man da achten? Haben die Musiker spezielle Wünsche? Ja, ich meine, die essen, was auf den Tisch kommt. So. Das ist ganz einfach, weil man sollte einfach immer so kochen, dass man den Geschmack von jedem mal ein bisschen trifft. So, dass man